Hallo zusammen, da ist der Raffi vom Gamestübli. Da ich so unglaublich nicht Star Wars Fan bin, also wirklich überhaupt kein Meter Star Wars Fan. Wirklich gar nicht, ich bin aber absolut nicht Star Wars Fan. Glaubt mir, ich bin nicht Star Wars Fan, gar nicht. Das ist alles nicht mein Zeug. Nein, logisch, klar, ich bin Star Wars Fan, ich bin seit langem Star Wars Fan. Und wegen dem müsst ihr nicht, also müsst natürlich nicht, tue ich euch jetzt gleich wohl mal so ein Reaktionsvideo auf einen neuen Teaser-Trailer von Star Wars. Number 8. The Last Jedi. Ah, so. Ich weiß zwar gar nicht, warum man so React-Videos macht, aber das scheint der Trend zu sein und ich säckle bekanntlich fast jeden Trend hinterher. Und wegen dem mache ich jetzt das auch mal. Das könnte vielleicht noch eine witzige Sache sein. Ich habe den Ausschnitt noch nicht gesehen, den Teaser noch nicht gesehen. Ich hoffe, ich drehe nicht völlig im Roten, aber wer weiß. Lasst mich überraschen. Dann tun wir das Ding doch mal anlassen. Just breathe. Now, reach out. What do you see? Light. Darkness. The balance is so much bigger. I only know one truth. It's time for the Jedi to end. Okay, wow. Shit, okay. Moment, dass ich das mal zusammenbekomme. Also, Rey ging noch bei Luke. Das ist klar, die muss trainieren. Das ist klar, das hat man gesehen. Finde ich absolut cool. Sie hat das Schwert von Luke, sprich von Luke, seinem Vater, von Anakin, sprich Vader. Da kommen wir noch klar drauf. Nachher haben wir Millennium Falcon kommt wieder vor. Das ist sehr schön, das ist auch klar, das war auch logisch. Was mich am meisten irritiert, ist, dass, das hat jetzt Luke gesagt. Und zwar hat Luke gesagt, das irritiert mich schon gerade ein bisschen, Luke hat gesagt Folgendes. It's time for the Jedi to end. Also die Hörer, ich habe es relativ laut gestellt. Jetzt wacht plötzlich der Sohn dann nicht wieder auf. Sorry, wir sind mit ins Bett an. Also, Luke hat gesehen, das war Luke, eindeutig Luke. Also wirklich, es war eindeutig Luke. Und Luke hat gesagt, it's time for the Jedi to end. So, jetzt kann das natürlich sein, dass sie genau dort einen Schnitt gemacht haben und er wollte sagen, to end the dark side oder to end the war oder also den Krieg beenden, die dunkle Seite zu vernichten, was sie zwar nicht glauben, weil Luke weiss man, braucht das Gleichgewicht. Also es kann nicht sein, dass man die Dark Side wirklich total auslöscht, weil dann ist auch die Light Side, also die helle Seite nicht mehr
im Balance. Ob er zur dunklen Seite wechselt, keine Ahnung. Ob Rey zur dunklen Seite wechselt, keine Ahnung. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Warten wir mal ab, freuen wir auf den nächsten Teaser-Trailer. Es nimmt mich wunder, was ihr das Gefühl habt, was das bedeutet. Schreibt mir es doch in die Kommentare unten. Es nimmt mich wirklich wunder, was ihr das Gefühl habt, die Star Wars-Fans unter euch, aber auch die anderen. Und mal schauen, was das dabei rauskommt, was das die Leute das Gefühl haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen gegen oben da und teilt es doch auch. Und ich freue mich natürlich bei jeder anderen Gelegenheit, egal ob bei einem Let's Play oder bei einem anderen Reaktionsvideo, euch hier auf dem Game Stübli zu begrüßen. Ich wünsche einen schönen Hinch, guten Morgen oder was auch immer und welche Zeit ihr das Video schaut. Bis ein anderes Mal. Ade zusammen.